Tief in den Wäldern vom Zürcher Unterland entdecken wir die außergewöhnlich aussehende Kreatur. Es handelt sich um eine der letzten verbleibenden Spezies von Frontantriebsräubern, die geduldig am Strassenrand auf ihre Beute wartet, die häufig grösser und naiv genug ist, um durch die Wälder zu ziehen. Heute feiern wir Doppelpremiere. Nicht nur ist das erste Auto, das ich reviewe, das nicht mir gehört, es ist auch das erste Auto, das ich reviewe, das man heute so kaufen kann. Und zwar handelt es sich um den 2021er Honda Civic Type R. Jetzt, über das Auto ist schon viel geschrieben und gesagt worden. Und für gewöhnlich heisst das zwei Sachen. Es ist mega gut zum Fahren und es ist recht wüst. Jetzt, ich finde es sieht cool aus, auch wenn ich vielleicht der einzige Erwachsene auf diesem Planeten bin, der das findet. Aber sind wir ehrlich, wenn Lamborghini einen Hatchback bauen würde er nicht so aussehen. Und das wird deutlich, wenn du unterwegs bist. Die Leute drehen sich um nach dem Auto. Beim M2 und M5 passiert das nicht. Für das 2020er Modelljahr hat es ein Facelift gegeben. Und wie erwartet hat es auch ein paar kosmetische Änderungen gegeben, wie zum Beispiel die Elementa. Und auch ein paar Öffnungen sind verschwunden, wo eigentlich gar keine Öffnungen waren. Aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sich zu sehr über so Sachen aufregt. Ich meine, ich habe mich schon fast an Fake-Auspufftöpfe gewöhnt. Jetzt hat es auch funktionale Änderungen gegeben. Und zwar vor Facelift-Modell hat man berichtet, dass sie ein bisschen mit Temperaturproblemen zu kämpfen haben, wenn man sie zu sehr pusht. Das sollte jetzt besser sein, weil die Öffnungen vorne grösser sind. Es sollte also mehr Kühlluft zum Auto oder respektive zum Motor gelangen. Aber die besten Änderungen und die meisten Änderungen haben sie im Fahrwerk gemacht. Und das finden wir jetzt raus. Ich bewundere Honda für wie sie das Facelift angegangen sind. Ich meine, sie haben nichts von der Kritik angepackt. Also nichts am Aussehen geändert, auch wenn mir das Aussehen gefällt. Oder das Infotainment updated irgendwas. Nein, nichts von dem ganzen Nonsens. Sie haben gedacht, wir arbeiten an dem weiter, was eigentlich schon niemand bemängelt hat. Und zwar das Handling. Dann haben sie angefangen, punktuell Zeug zu verbessern. Ich habe vor 2 Jahren ein Vor-Facelift-Modell fahren. Und auch wenn es ein kalter, nasser Wintertag war und das Auto auf dem Winterpneu unterwegs war, bin ich doch recht beeindruckt vom Handling. Heute, 2 Jahre später, hocke ich in einem Facelift-Modell und das Auto ist auf brandneuen Conti Sport Contact 6er unterwegs. Und ja, das Auto fühlt sich wirklich noch besser an. Ich rede ja gerne über die 4 Interfaces mit dem Auto. Also Sitz, Pedal, Lenkrad, der Schaltknauf. Und ja, das erste, was dir auffällt, ist, oder sind die Sitze. Ich meine, du hockst ins Auto, bevor du losfährst. Und die sind angenehm, sind komfortabel und trotzdem packen sie dich gut. Du wirst im Sitz gehabt, auch in engeren Kurven. Und ja, die Lehnenbreitenverstellungen vom M5 vermisse ich überhaupt nicht in dem. Dann das andere ist,
die Lenkung, das ist mir sofort aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich direkt etwas an der Lenkung gemacht haben oder ob es an der neuen Lager liegt oder an der Aufhängungsgeometrie, aber irgendwie fühlt sich die Lenkung besser an. Und auch, ich meine, es ist eine elektrisch unterstützte Lenkung, also wie gehabt, spürst du eigentlich nicht viel vom Asphalt oder vom Bodenbelag generell, aber wie sie gewichtet ist perfekt. Und ist angenehm in der Bedienung. Was auch sehr angenehm ist in der Bedienung. Und zwar praktisch unvergleichlich heute. Es gibt, ich bin nicht so viele Autos gefahren. Generell. Aber nicht viele haben so eine Handschaltung gehabt. Der Gang flutscht richtig schön rein. Und weil das Getriebe so kurz übersetzt ist, musst du auch ein bisschen was am Getriebe tun. Ja, was am Getriebe geändert haben, die Form des Schaltknauf ist jetzt anders und jetzt ist er auch gewichtet. Das heisst, die Gangwechsel sind noch ein bisschen angenehmer. Ach, ja, da tust du wirklich sehr gerne schalten. Das Einzige, was noch bleibt, sind Pedal. Und ich bin kein Experte, was Pedal angeht. Also weder wie ein Pedalgefühl noch wie die Abstände zwischen den Pedalen sind, weil ich habe... Oh, wie heisst das auf Deutsch? Heel and Toe. Also ich habe kein Zwischengas gegeben beim Bremsen. Darum, keine Ahnung, ich bin kein Experte, was das angeht. Aber wenn die Pedale ja nicht negativ auffallen, machen sie eigentlich ihren Job. Die Kupplung ist ja gut. Sie bist gut, wie es erwarten würdest. Und ja, es stimmt top. Das Gaspedal, ja, dort merkst du eigentlich eher die Limitierung vom Motor, weil es ja ein Turbomotor ist. Das heisst, das Gaspedal eigentlich, oder der Throttle mehr, wie es so schön heisst, nichts dafür. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist das mittlere Pedal. Oder der Effekt vom mittleren Pedal. Ich meine, es tut bremsen wie erwartet. Aber die sind auch wirklich gut. Mein Sportauto hat schon vom Facelift-Modell gesagt, die Bremsen haben nicht nachgelassen auf dem Hockenheimring, bei voller Pulle. Und die haben sie jetzt nochmal verbessert. Die sind jetzt zweiteilig. Ich frage mich nicht, was das bedeutet. Aber das Ding kann wirklich bremsen. Was das Ding aber am besten kann, ist in Kurven nie, ohne dass du bremsen musst. Ich liebe das an einem Auto. Das war auch bei meinem 2 schon so, wenn dir die Frontachse so viel Vertrauen gibt, dass du das Gefühl hast, du kannst mit einer beliebigen Geschwindigkeit in eine beliebige Kurve rein. Und das ist beim Type R auch so. Und das Schöne ist, wenn es nicht gerade wirklich eine ganz enge Kurve ist und ich meine, wenn du aus einer engen Kurve rauskommst, hat halt der Fronttriebler ein bisschen Mühe, die ganze Kraft auf den Asphalt zu bringen. Aber wenn es keine enge Kurve ist, wirst du nie wissen, dass es ein Fronttriebler ist. Du bringst das Auto fast nicht zum Untersteuern. Man muss wirklich blöd tun. Aber er will gar nicht das blöd tun. Also, er ist sehr ernst. Er sieht zwar ein bisschen aus, als hätte er Glonschuhe an, aber du nachher merkst, er meint es ernst. Und das führt dazu, dass du eigentlich die ganze Zeit Schabernack im Kopf hast. Weil du suchst die ganze Zeit irgendein schnelles Auto, an das du dich heften kannst.
Und zum Beispiel voran ist ein Lamborghini Huracan an mir vorbeigefahren und ich habe überlegt, ob man einfach umkehren soll und ihn ein bisschen zeugeln soll. Einfach, weil das Auto, du hast so viel Grip und ja, du willst einfach andere, schnellere Autos ärgern mit dem. Ja, du weißt, auf der Geraden lässt sie stehen, aber sobald es in eine Kurve geht, fahr es dir nicht so schnell davon. Ich frage mich, wie sich das Auto auf dem Pilot Sport 4S von Michelin fühlt. Ob es noch ein bisschen besser wäre dann. Aber ja, es gibt auch sonst nicht viel zu motzen. Wirklich nicht. Jetzt fahren wir gerade durch das Dorf, vielleicht können wir auch über andere Sachen reden. Ja, der Type R kommt mit recht viel Gadgets als Standard, zumindest in der GT-Variante. Das ist eine GT-Variante, also du hast einen Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, keine Ahnung, Android Auto, Apple CarPlay als Standard, ja, Parkhilfe, Kamera. Der Civic hat eigentlich mehr Sachen als der M2. Das Einzige, was er nicht hat, sind beheizte Sitze. Und ich denke, es ist auch okay. Die Sitze sind manuell. Durch das können sie tiefer montiert werden und sind auch leichter. Also das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Alcantara ist auch ein recht angenehmes Material. Darum ich sehe das nicht so wild. Und gut, es war ein Testwagen, aber als ich dort gefahren bin, habe ich mich eigentlich nicht so sehr nach einem warmen Füdli gesehnt. Du kannst gar nicht so lange beschleunigen, wenn du aus der Kurve rauskommst, weil du praktisch nicht verzögert hast. Wenn du in der Kurve mit 80 gehst und mit 80 rauskommst, gibt es nichts mehr zu beschleunigen nach der Kurve. Aber das... Honda. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was noch möglich gewesen wäre. In Sachen Handling. Ich weiß nicht, was hätte besser machen können. Ich meine, man kann sich über Sachen streiten, vielleicht im Innenraum. Also vorne ist eigentlich ganz okay mit diesem roten Akzent, mit dem Kohlenfaser, also mit dem Carbonimitat. Aber nein, ich bin generell nicht einer, der motzt über solche Sachen. Und ich finde, es sieht ganz ordentlich aus. Ja, wir haben ein bisschen über Ausstattungsvarianten geredet. Wie gesagt, das ist ein GT. Der nicht GT hat dann die ganzen Helferlein nicht, also mit dem Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat und so Sachen. Ich weiß nicht, ob das eine schlechte Sache ist. Ich weiß nicht, ob die wirklich brauchst, ob die wirklich was bringen. Ja, wenn du das nicht willst, eben als nicht GT-Variante kann man 4'000–5'000 Franken sparen damit. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Schweiz noch keinen einzigen nicht GT gesehen. Was es auch noch gibt, ist ein Sportline-Paket. Das kommt mit einem kleineren Spoiler. Das kommt mit kleineren Rädern, 19 Zöller und schwarzen Alcantara-Sitz. Einfach damit er vielleicht nicht so abgespaced aussieht. Und ja, dann hat es ja noch die Limited Edition gegeben, die noch ein bisschen mehr gekostet hat und haben sie 50 Kilo eingespart, weil ja, Schmiederäder, was haben sie noch gehabt? Klimaanlage fehlt, das Infotainment ist ganz weg und ja, ist ausverkauft mittlerweile, aber ich weiß nicht, wie weniger kompetent das der ist. Was mir gefallen hat, das Evo-Magazin, wenn ihr das kennt, ist ein britisches Automagazin, die haben für ihr Auto des Jahres
haben sie einen facelifted Type R gehabt, so wie der da. Und die haben gesagt, auf einer spannenden Straße, also auf einer kurvigen Strecke, gibt es nicht viele Autos, die dem davonfahren können. Und ich sehe es, wie das möglich ist. Ich sehe es, wie das sein kann. Honda hat einen riesen Job geleistet da. Wirklich. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Honda. Vor den Ingenieuren, die so etwas haben können anzaubern. Ich muss sagen, dass vor ein paar Monaten, ich habe auch in den News darüber geredet, ist das Gerücht umgegangen, dass Honda an einem S2000 schafft mit dem Motor, Handschalter, noch ein bisschen mehr PS. Und das wäre dann ein Hecktriebler. Und auch wenn ich kein Roadster-Typ bin, ich hoffe, der kommt. Und ich hoffe, ich werde die Möglichkeit haben, den zu fahren. Weil, wenn der so handelt und Heckantrieb hat, ich glaube, das wird eine rechte Gaudi mit dem. Also ich hoffe wirklich, dass Honda noch ein paar Sachen machen kann, bevor es endgültig zutun. Eben, mit diesen CO2-Abgaben und allem, da hat Honda ja recht darunter zu leiden. Und ja. Man redet, dass der nächste, wenn er überhaupt kommt, ein Hybrid wäre. Und ja, die Sachen sind bekanntlich eher teuer. Und ich weiß nicht, ob die Leute parat sind, noch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen für einen Honda. Ich weiss, es ist schade. Es ist wirklich sehr schade, weil der Chris Harris hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, du darfst das nicht so sehen, dass du jetzt 50'000 Franken für einen Hatchback zahlst. Du musst es so sehen. Du zahlst nur 50'000 Franken für einen Sportwagen. Es ist ein Hatchback, er ist 5-türig. Aber mein Gott, es ist ein Sportwagen. Gibt es auch etwas zu motzen? Es gibt immer was zu motzen. Das Einzige, wo... Ja, es ist ein bisschen doof eigentlich. Und zwar geht es um den Motor. Also eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Motor, weil er muss turbogeladen sein. Das ist heute einfach so. Und ich habe noch nie einen alten Type R gehabt. Ich bin noch nie mal einen alten Type R gefahren. Generell keinen. Also auch keiner von den Sauger. Aber ich habe die schon gehört. Und die wollen ein bisschen, dass die ein bisschen prügel ist. Und du merkst, der Type R ist auch so. Und ich habe das Gefühl, ein Sauger würde ihm noch besser stehen. Und ich habe dann überlegt, der 2 Liter Sauger aus dem S2000 hat doch 280 PS geleistet. Das wäre doch sicher auch genug gewesen. Aber ich weiss, Sauger sind so ein Thema, das ich immer wieder aufbringe. Wird nicht mehr passieren, leider. Aber ja, das Auto fühlt sich definitiv so an, als wäre es eigentlich für einen Sauger gemacht worden. Sonst, was gibt es zu motzen? Ja, ich wünschte, es wäre ein 5-Sitzer. Ja, sonst, ich wünschte, es wäre ein 5-Sitzer. Ich meine, ich habe 2 Kinder und keinen Spielraum für Fehler. Nein. Das ist das, was mich ein bisschen nervös machen würde. Dass es nur 4 Sitze hat. Sonst, ja, ich hasse Abstandsregeltempomaten. Ja, die Fahrmodi, ich kann auch wieder über die Fahrmodi motzen. Ich finde, der Sport
Modus lange völlig. Komfort, ja, fühlt sich nicht... Ich meine, was der macht, ist, macht die Lenkung ein bisschen leichter und Dämpfer, adaptive Dämpfer übrigens, und macht die Dämpfer dann ein bisschen weicher. Und man merkt, sie sind ein bisschen weicher, aber es ist jetzt nicht fundamental anders. Du merkst, wie das Heck kommt, wenn du vom Gas gehst. Genau. Dann gibt es auch noch den Plus-R-Modus, der dann alles noch ein bisschen aggressiver macht, also noch ein bisschen mehr Gewicht in die Lenkung. Dämpfer auch noch mal ein bisschen härter. Ja, ist ein bisschen aggressiver und manchmal denkst du, okay, ich komme jetzt in eine 80er-Zone, ich will jetzt volle Pulle geben und du willst irgendetwas drücken. Mache ich ab und zu auch, gehe ich in Plus R, aber eigentlich gönnst du nicht viel dabei. Aber das sind ja fast obligatorisch. Du wirst ja fast nicht ernst genommen, wenn du nicht mehrere Fahrmodi hast. Aus was für welchen Gründen auch immer. Sonst, eben, ich sage jetzt einfach irgendetwas Negatives, weil es halt etwas sagen muss. Natürlich, es ist nie alles perfekt, aber du willst wirklich kein Type R, weil du jetzt zufälligerweise einen Hatchback willst, sondern du willst wirklich einen, der super fährt. Und ich weiss nicht, was dort draussen ist, der so fährt wie der Civic Type R. Es gibt nichts. Gut, ich würde ja gerne einen i30 gerne fahren, der ist ja jetzt auch gefaceliftet worden. Das wäre ein spannender Vergleich. Ja. Würde ich natürlich gerne herausfinden. Aber bis dahin ist es einfach mal der König der Fronttriebler, der König der Hatchbacks. Wenn ihr meine Reviews ein bisschen kennt, werdet ihr sicher bemerkt haben, dass ich amigs gegen das Ende des Videos ein bisschen melodramatisch werde. Und heute ist das nicht anders. Und heute habe ich auch mehr denn je Grund dazu. Und zwar hat mir letztens ein Kollege, der bei der Honda arbeitet, gesagt, dass wenn M3s in Zukunft teurer werden, wegen der CO2-Normen, werden die Leute die immer noch kaufen. Und wenn Ferraris massiv teurer werden in Zukunft, werden die auch immer noch gekauft werden. Wenn aber Type Rs in Zukunft ein bisschen teurer werden, wird die schon niemand mehr kaufen.